Michel, was ist besser juristisch gesehen? Nein heisst Nein oder nur Ja heisst Ja? Also das erste Mal, beides ist viel besser als das, was wir jetzt haben. Im Moment zählt es nur als Vergewaltigung, wenn ein Mann den Sex mit irgendeiner Art von Gewalt erzwingt. Zum Beispiel mit Fesseln oder mit einem Messer oder mit deutschem Hip-Hop. Warum redest du denn jetzt nur von Männern? Können Frauen nicht auch vergewaltigen? Wir könnten schon, aber wir Frauen stehen bekanntlich nicht so auf männerdominierte Branchen. Die Arbeitsbedingungen von VergewaltigerInnen sind einfach nicht familienfreundlich. Eine Vergewaltigung kann rechtlich gesehen aber tatsächlich nur von einem Mann an einer Frau begangen werden. Wenn eine Frau jemanden zum Sex zwingt, ist das eine sogenannte sexuelle Nötigung. Ist genau gleich Scheisse, heisst einfach anders. Aber das gibt es in der Schweiz ja noch oft. Wenn sich ein Mann im Job Mühe gibt, ist er ehrgeizig. Wenn eine Frau das macht, ist sie karrieregeil. Wenn eine Frau sich schminkt, gilt sie als gepflegt. Wenn ein Mann sich schminkt, gilt er als tuntig. Wenn ein Vater 100% arbeitet, ist er fleissig. Wenn eine Mutter eine 100% Stelle hat, ist sie Single. Und wenn ein Comedian 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist es ein Wunder. Ja? Aber wenn jetzt nur mit Gewalt erzwungener Sex eine Vergewaltigung ist, was ist denn, wenn der Sex zwar gegen den Willen vom Opfer passiert, aber ohne Zwang? Ist das denn einfach erlaubt? Dann ist es nur eine sexuelle Belästigung. Das ist schon strafbar, aber es gibt dafür kein Gefängnis, nur ein Buß. Weißt du, es gibt auch nur einen Buß. Unerlaubtes Parkieren. Vaginas haben in der Schweiz genau gleich viel Recht wie der fucking Parkplatz. Ist nur ein Scherz. Anders als Vergewaltigen werden Falschparkierer fast immer bestraft. Ja, das werden wir jetzt zum Glück auch ändern. Welche Lösung findest du denn jetzt ganz konkret besser? Nein heisst Nein oder nur Ja heisst Ja? Ich bin eindeutig für nur Ja heisst Ja. Nein heisst Nein schiebt die Verantwortung dem Opfer zu. Es wird so da, als ob Sex grundsätzlich immer zur Verfügung steht, ausser man wehrt sich irgendwie dagegen. Dabei sind Fremde in Italien wie Spendensammler auf der Straße. Mit 99% davon möchte ich nicht interagieren. Nein heisst Nein würde auch bedeuten, dass man als Opfer beweisen muss, dass man unzweideutig Nein gesagt hat. Und das ist extrem schwer. Ich schaffe es ja manchmal nicht einmal, meinem Computer zu beweisen, dass ich kein Roboter bin. Und bei nur Ja heisst Ja, müsste ja dann der Täter beweisen, oder? Dass das Opfer zugestimmt hat. Muss es denn jetzt wirklich immer einen Notar mit ins Schlafzimmer mitbringen, um sicher nicht bestraft zu werden? Nein, keine Sorge. Auch mit Ja heisst Ja gilt immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Aber das mit dem Notar ist keine schlechte Idee, weil viele davon sind ziemlich hot. Danke, Michel, für deine klare Einordnung. Michel Kapp.